Ich weiß nicht genau, was Epona uns damit sagen will. Hat sie einfach nur Bock auf neue Abenteuer oder sagt sie, ich soll endlich mal hinmachen, weil ich sonst kaum vorwärts komme? So oder so, hätte sie damit recht. Willkommen zurück, Freunde. Zu Tears of the Kingdom. Auf dem Weg nach Eldin. Also wir sind eigentlich schon in Eldin, aber sind wir auf dem Weg nach Gonia. Und ja, müssen uns mal noch hier um das eine oder andere Problem kümmern. Was ist da oben für eine hässliche Fratze im Bild? Moment. Ist das der Oberälteste hier? Also Oberälteste. Bürgermeister so? Das Face kommt mir bekannt vor. Zuerst dachte ich irgendwie, der eine Corona aus Majora's Mask sieht auch so aus. Also egal. Ich will herausfinden, nein, nicht immer so schnell die Epona. Meine Güte, ey. Kam schon eigentlich auf, schon will sie abdrehen. Etappe 4 hier entlang nach Gonia. Ja, ich bin dann dabei. Da sind wir dabei. Oh nein. Das ist prima. Ich stütze dich. Ja, Mann. Was soll ich nun tun? Lass mal los. Fliegt er geradeaus? Jo. Nein, direkt der Dumpster. Dumpster ist für alle da. Es sei denn, er fällt dann nicht mehr. So, habe ich irgendwo ein Bretter? Hä? Also, ein bisschen weit weg, war. Was brauche ich da in der Mitte? Eigentlich relativ simpel. Bin gespannt, wie simpel es wirklich wird. Jetzt haben wir mal kein Holzbrett, das ist auch mal sehr, sehr gut, weil sie sind ein bisschen stabiler hier. Klappt das von der Höhe her, da ist eher ein bisschen doof. Ja, Moment, das sieht theoretisch nicht mal so schlecht aus, aber dann mach ich eher mal Seitloch. Na komm jetzt, da kann ich wohl... Moment, dann machen wir es anders. So schön halten. Natürlich reicht das allein noch nicht, das ist mir auch bewusst, deswegen... Müsste eigentlich schon reichen. Dann war jetzt Musik nie so schlecht. Okay. Oh, du bist eine tolle Stütze, Mann. Ja, ich weiß. Hier als Dankeschön. Ausdauer, Fleischreisbällchen. Ja, man weiß nicht, wann man es braucht, wa? Ein bisschen mehr Ausdauer, wäre sowieso nicht so verkehrt. Das nochmal so einen Balken anpacken. Dann habe ich noch 2 volle. Das hat so gereicht fürs Master-Schwert, aber hey. Natürlich brauchen wir am Schluss noch ein bisschen mehr, ne? Da ist klar. Wobei, ich glaube, mitunter können wir auch mal das eine oder andere noch umtauschen, ne? So Herzcontainer umtauschen in Ausdauercontainer und so. Da hat es mit unten noch ein paar Gebilde, so ein paar Erze. Hier generell war Erz ohne Grenzen. Oh. Das sieht ja toll aus. Wir wollen mit dir reden, hey du da. Ein bisschen unheimlich tatsächlich. Was ist los, Jungs? Es gibt ja was wir nur mit dir bequatschen können. Im Grunde treiben sich gerade einige ganz schön schwere Jungs herum. Wenn du Innensteine bei dir trägst, sollst du sie deshalb allerschnellstens abstoßen, was noch jemand abknöpft. Wir sind so die guten Geron. Verkaufen uns, bis zum Handumdrehen steinreich. Wir gehen mit 3 Rubinen für den Edelstein, egal welche Sorte. Leck mich. Hey, was führt ihr da im Schilde? Oh, gar nicht gut, nicht so weg hier. Drei Rubine. Selbst ein Bernstein wäre mehr wert.
der Todesberg nicht mehr ausbricht und die Lava abgekühlt ist, kommen endlich wieder hylianische Reisende her. Diese Typen müssen natürlich gleich wieder versuchen, sich an ihnen zu bereichern. Als einen gutgläubigen Reisenden treffen, nehmen sie ihm all seine Edelsteine zu Spottpreisen ab. Jetzt erinnern wir natürlich, wie das stimmt. Das wäre damals noch bei Breath of the Wild, wo der Todesberg ständig ausgebrochen ist. Ja. Yeah. Und nachdem wir ja dann die Verheerung Ganon besiegt haben und so und Titanen verschwunden sind und alles drum und dran, war ja dann alles, jetzt hat der Vulkan wieder beruhigt. Also Todesberg, ja. Tja, nachdem dieses Zeug, dass die Schlemmsteine aufgetaucht ist, bewegen sich alle irgendwie komisch. Schlemmsteine. Wer bist du eigentlich? Ich bin Ramella, Juwelierin aus Gerudostadt im Südwesten von Hyrule. Die Juno-Bau handelt mit hochwertigen Edelsteinen, also komme ich immer her, um meine beständig aufzufüllen. Wenn du gut Edelsteine hast, dann musst du die ja gerne auch ab. Bist auch so eine? Verzahlen würden. Ja, Moment mal, wenn du schon mal da bist. Für 200 Rubine, Bernstein. Moment. Muss man ganz kurz kontrollieren, weil mit Bernstein. Ah doch, 54, okay, da passt. Er braucht ungefähr, glaube ich, 30 oder so noch für seine Kleidungsstück-Upgrade. Sack. Beliebter Bernstein, neue Materialien. Was willst du jetzt? 10 Topase. Oh. Sehr schön, danke. Dann gucke ich mal mich hier kurz um. Überall Leuchtsteine, es leuchtet zumindest schön. Ich dachte, irgendwo entdecke ich noch einen Schrein oder sowas in der Art. Auf der Karte ein paar markieren, ne, ist klar, aber vielleicht sonst gerade noch. Naja. Epona. Kann ich eigentlich rufen, wa? Trap. Gleich sind wir in Goronia. Lalala. Neue Materialien. Oh, die Musik. Goronia, Schlucht von Eldin. Das Wappen der Goronen, ja. Schön. Die Frage ist, ist es klug, jetzt hier mit die Pole durchzumarschieren, oder? Ah, guck mal, wa? Gucken uns erstmal das Problem an, das es hier gibt. Ich meine, gut, das mit dem Schlemmerstein wissen wir eigentlich. Epone hoffentlich nicht so heiß für dich. Sonst brauche ich nichts, Mann. Hallo? Jetzt auch noch Torwächter Krant. Und das, obwohl ich alle eindringlich vor diesen Schlemmstein gewarnt habe. Also, der Grund, warum alle sich so merkwürdig benehmen, dass den Schlemmstein die Junobos fördert, oder? Was fühlst ihr denn da so, hä? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Junobo? Das ist dieselbe Stimme. Aber sieht ein bisschen anders aus. Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja?
Kennen wir uns nicht? Doch, eigentlich schon. Wir sind Freunde. Ach, sieh an, wer auch wieder da ist. Unser Link. Du bist so mickrig, dass ich fast übersehen hätte. Junge, hast du dich aber verändert. Junobo, was ist denn das für ein Benehmen? Und dann noch ein Gast gegenüber. Chef, ich meine, Bludo, du hast auch nicht kapiert, wenn du mal die Klappe halten sollst, ne? Tokachin, auf wen baut ganz Koronia? Auf die Junobau. Ovrak, und wer ist der Boss der Junobau? Junoboss. Kapierst du es jetzt, Bludo? Du hast ja nichts mehr zu sagen. Pah, wenn du glaubst, wir werden mit deinem Gefasel anhören, nichts zu sagen, dann hast du dich aber geschnitten. Lass hören, Link. Was hast du denn hier in Geonia verloren, ne? Naja, es ist alles ein bisschen kacke gelaufen. Ach ja, du suchst als Prinzessin Zelda, hm? Und gehst uns auf den Nerven, weil hier vielleicht was Seltsames passiert ist? Prinzessin Zelda? Ich hab gehört, dass sie verschwunden ist, aber wie kommt es, dass du sie noch nicht gefunden hast? Diese hübschen blonden Federn kennt man doch überall wieder, kein Zweifel. Federn vor allem. Federn? Haben Hylianer nicht Haare? Genau. Und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Junoboss über Schlemmsteine verhandelt. Was? Hey, ihr beiden! Ja, nicht zu reden über Sachen, die auch nichts angehen. Ah, ist einfach nur eine Fake-Zelda unterwegs. Also hör zu, in Geonia läuft's prima. Bei uns passiert nichts Seltsames, bei den Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast nichts verloren, also verzieh dich. So, und jetzt werde ich mich wieder um die Schlemmsteine kümmern. Ein Double lässt man nicht warten. Also hier geblieben, Junobo. Wenn du noch mehr von diesen Schlemmsteinen anschleppst, dann... mein Rücken. Scheiße. Ha, als alter Knacker kümmern sich eben besser um seinen Rücken, als um gebetene Ratschläge zu geben. Los, Tokachin, Ovrak, zurück zur Junobau-Zentrale. Wie rollt über mit der schweren Waffe auf dem Rücken? Die Jugend von heute. Junobo aus Geonia. Was ist mit dem passiert? Was für ein Frechdachs. Er war mal ein ängstliches kleines Bürschchen, das mir nie von der Seite gewichen ist. Das hat alles für seinen Chef. Ja, an den erinnere ich mich auch noch. Doch das änderte sich, als er sein Bergbauunternehmen gründete, die Junobau. Und seit sie auf diese Schlemmsteine gekommen sind, haben sich Junobo und die anderen jungen Leute verändert. Verändert? Tja, mit den jungen Leuten hier ist nichts mehr los, seit Junobo mit diesen Schlemmsteinen gekommen ist. Niemand arbeitet mehr und sie sitzen den ganzen Tag nur herum. Manche lügen und betrügen sogar, um an ihre Schlemmsteine zu kommen. Ja, er muss auch sehen, dass hier etwas nicht stimmt, aber tut einfach so, als wäre nichts. Ich könnte doch direkt in die Junobau-Zentrale Maschinen Junobo mal sagen, was ich davon halte. Mir ist das schwierig gelegen. Zuerst muss man zur Mine im Norden der Stadt. Mein Rücken. Ich soll nur weitergehen. Nee, macht er schon. Neue Materialien. Jo. Was soll er dafür haben? 1000 für einen Diamanten. Ja, so sieht er mir aus. Nimm mir schon am Fressen, wa? Ist so ein Landöffner, aber momentan nicht, ne? Stadttor. Nach Feuersteinen sucht. Also das ist wertlos, Mann. Schlemmsteine. Ihr merkt schon. Das Erz zu verkaufen, das wir ihnen abnehmen, um damit ordentlich Kasse zu machen. Das sind meine Jungs. Echt genial. Die Welt ist voller Rubine und voller Schlemmsteine. Man sieht's, wa? Alle irgendwie so creepy drauf, oder gibt's noch ein paar normale? Den ganzen Tag trainieren, von morgen bis abends, sie brauchen eine Pause. Der Meister kann keine Schlemmsteine essen, also lässt er alles an mir aus. Stimmt, ja, da war ja mal der Hinweis darauf, dass die Jungen und die Alten können es nicht essen, weil es zu hart wäre. Also die ganz Jungen quasi. Die ganz Jungen und die ganz Alten. Für die ist es halt zu hart. Oh. Eine Art heiße Quelle, war. Hä? Okay. Das war jetzt ein bisschen creepy.
Da gucken wir da drüben noch. Ja, die Feuerausrüstung ist zu kühl. Die wird eh niemand kaufen wollen. Entsprechend hoch. Die Feuerausrüstung verkaufen. Mittlerweile ist es nur noch in den Höhlen brennend heiß. So, ich will vielleicht schon. Kommt schon ein bisschen auf den Preis drauf an, ne? Mein Leben den Schlemmstein widmen. Wenn alle fett davon oder was? Kauf doch was. Ich mag es nicht mit Kunden zu reden. Frag Pylo drauf, wenn du was willst. Oh Mann. 1200 für die Hose, 700 für das Ding, 1400 für das. Ja, ist auch hier noch teuer. Tatsächlich. War ja schon ein Stück davon ja schon einen gewissen Schutz bieten würde, wa? Wenn überhaupt, dann am ehesten die Hose. Auch weil ich am wenigsten Wertdrop dann hätte. Würde hier nur von 12 auf 3 fallen. Hier ist nur ein bisschen was anderes von 32 auf 3. Obwohl ja die Rüstung selbst am günstigsten wäre. Na, ich kann es dann ein bisschen mehr verkaufen, also so schön wäre es jetzt auch nicht. So. Was mit dir, Junge? Oh, wie so Schlemmstein, da ist ja alles ganz verqualmt. Selbst wenn ich essen können, wäre es ja eine andere Sache. Aber in Grund in meinem Alter sind sie zu hart. Die Zähne wären zu weich, verstehst du? Ja, ich verstehe. Okay. Sieht alles ganz gut aus. Ein Gast der Kanone ist so ungewöhnlich. Mittlerweile betrügen sie schon Reisen um ihre Rubine dafür. Niemand macht mehr seine Arbeit. Mit dem Frieden der Corona ist es aus. Aus und vorbei. Und jetzt haben wir dann eine Corona-Massage als der 50. Ja. Ein bisschen, ne? Und es tut nicht weh, keine Sorge. Und nur am Anfang tut es ein bisschen weh. Mehr als glaubt, erzähle ich. Aber gut, später gehen wir noch hin. Mal gucken, da ist eher ein Schrein. Ja, würde man sagen, gerne ein bisschen mal Richtung Schrein hier. Dieser Pluto, hier ist nochmal was zum Kaufen. Ich brauche vor allem Holzpfeiler. Habe ich noch Kronengewürz, ganz, ganz wichtig. Denn wir haben noch 2 Cyphers, glaube ich, wofür wir die brauchen. Steinsalz auch gut, nehmen noch Rotzucker mit. So. Ich möchte verkaufen, okay. Der will auch nur Profit machen, ne? Also merkt schon, diese Schlemmsteine tun nicht gut. Sind einfach gierig. Das ist scheiße, scheiße. Bis auf die kleinen. Die sind ganz süß. Also Lorenlamp bauen wird, aber das war gelogen. Oh, dich kenne ich nicht. Mein Bruder Jingo hat mir immer gesagt, dass er nicht mit Leuten reden soll, die ich nicht kenne. Du bist doch der, den ich kenne? Nicht kenne, was? Jetzt aber doch mit wem geredet, den ich nicht kenne. Schon hart, was? Wie? Was ist los? Grundgier auf rote Steine? Nö, nicht gelesen. Du machst wohl Witze. Reisen Richtung Koronia werden zur Vorsicht vor Trickbetrügen aufgefordert. Hör mal, jetzt bist du eigentlich an der Reihe zu fragen, Großmysterium. Das ist mal eine Ausnahme, gerade worum es geht. Also vor langer Zeit leben die Kronen unter der Erde. Doch wo genau ist ein Großmysterium? Weiß nur, dass ihre Stadt Goropolis hieß. Und dass sie nichts davon wissen. Goropolis. Da weiß er irgendwie auch nichts. Was haben wir hier noch? Das Kronenhaus, wa?
Kronen hier, Kronen da, Kronen überall. Ja, ist auch überall so noch leer. So haben wir das auch. Also wir wollten eigentlich mal noch zum Schrein gehen, ne? Hab's nicht vergessen, Freunde. Da willst du da hochgehen. Oh, ein Golem bei der Arbeit. Ein seltener Anblick hier. Ist ja traurig, aber ist so. Ein Felsspalter. Hey, du da, Hände weg! Hey, Hugo, schmeiß den Typen hier mal raus. Oh, stimmt, Hugo ist nicht da. Arbeit noch, also nicht anfassen, war alles umsonst. Also die blonde Jalerin, ihr komischer Auftrag. Sie wollte einen Kopfschmuck, aber in einer ganz merkwürdigen Form, aus einem Material, das ich nie zuvor gesehen habe. Tja, früher hat mein auszubildender Hugo immer gesagt, dass man ein Schmied genauso wie ich werden wollte. Ja, aber so halt besessen diesen scheiß Dingern. Schlemmsteine. Was? Ein Kunde? Tut mir leid, aber wir verkaufen nicht. Das ist eine Schmiede, kein Kaufladen. Der Bergspalter. Also eine Waffe in einer langen, ehrbaren Tradition, nur auserwählten Schmiede können sie herstellen. Ich hätte trotzdem auch gerne einen. Vielleicht können wir den irgendwie zum späteren Zeitpunkt von denen noch bekommen. Bergspalter. Sicher ist sicher. Gut. Ja, dann gehen wir mal kurz zum Schrein da oben, zumindest mal um ihn zu aktivieren. Abschließen, naja. Geht ja mehr oder weniger auf dem Weg, wa? Schwierig kann die Prüfung dann drin auch nicht sein. Keinenfalls zur Unibau kommen soll. Dann sage ich nicht, dass man im Stall umdrehen zur Unibau-Zentrale kommen und einfach eine Dore nimmt. Danke. Also nicht danke, weil du hast es mir ja nicht gesagt. Was war mit der Ex los? Ich war, glaube ich, ein bisschen langsam unterwegs. Hä? Bin ich jetzt? Da ist doch... Das sind die beiden Kronen aus Majora's Mask. Der im Hintergrund nicht, aber die beiden hier vorne schon. Ja, warte mal, nee, Moment. Welcher von denen war jetzt Daruk schon wieder? Der obere, glaube ich, ne? War das nicht Daruk, der aus Breath of the Wild? Der mit seinem... Da ist doch der verstorbene Vater und da ist der Sohn. Aus Majora's Mask. Hä, warum sind die plötzlich hier? Das war bei Breath of the Wild noch nicht so der Fall. Lustig. So. Hier oben also ein Schrein. Ja genau, ich habe gesagt, es müsste eigentlich relativ einfach sein, weil er auf dem Weg liegt zur Story. Also du kommst automatisch vorbei, wenn du halt die Story folgst. Wie wir wissen, sind diese Schreine relativ simpel. Da habe ich sogar noch was ganz anderes. Das ist ein Skelett, wo ich hin musste, wegen deinen Sidequest noch. Oh. Ja, da ist Miasma. Da stellt mir gerade die Frage. Noch von da im Untergrund? Angoro-See. Naja gut, See. In Anführungszeichen. So, jetzt haben wir schon mal einer der Schreine hier. Gibt noch ganz viele andere. Eine runde Sache. Das hofft man zumindest immer. Ja gut, also...
Oh. Okay, mein Fehler. Ich sage ja ziemlich simpel. Wie jetzt? Mhm. Okay, okay, ja, ja, macht Sinn. Irgendwie zumindest. Du. Wir drücken ein bisschen durch hier. Okay, den muss ich also erstmal ein bisschen fixieren, wa? Oder ich mach's nochmal ein bisschen anders. Also gerade, eigentlich könnte ich ja rüber schwimmen mit dem Teil, aber geht auch anders. Ja, komm schon. Ja, gerade eben ging's doch noch. In dem Moment, wo ich A drücken könnte, geht schon wieder nicht mehr. Okay, und hier weil er wieder zurück müsste oder so. Ich meine... Nee, von an trennen kann ich nicht, weil ich gerade dachte, vielleicht muss ich einen Weg dafür, eine Platte dafür opfern, damit er dazwischen klemmen kann, aber nee. Muss ja auch nicht sein. Dann habe ich hier noch. Ah, hier aber schon mal bessere Platten, glaube zumindest. Das muss schon so machen. Aufgrund der Richtung. Wie die Reifen boah, anzeigen. Klappt sogar, krass. Ganz sicher kannst du nie sein, ne, bis du es gemacht hast. Okay, dann muss ich darüber. Eine Truhe suche ich. Finde aber keine. Waffen gehen schon wieder ein bisschen zur Neige, war wohl mit dem Masterschwert. Naja, gut, komm. Wow. Du hast Treffen auch nicht erfunden, wa? Junge, trink mal ein bisschen Zielwasser. So, da ist auch nichts. Da oben ist eine Truhe. Ups. Sieht so ein bisschen spacig aus, aber könnte reichen. Jo. Fertiger Konstruktbogen. Okay, das passt doch schon mal. Dann nehme ich auch, aber keinen Angriffskraftboost. Hier wird noch ein Zora-Bogen.
Doppelschussbogen. Ich meine, sind Doppelschüsse, die sind vielleicht sogar vor allem Untergrund und so ganz hilfreich. Komm, ich habe sonst genug Bögen, also. An Bögen wird es jetzt nicht scheitern. Hä? Okay. Geht's um die Menge? Es sieht fast ein bisschen so aus, als sollte ich... Nee, oder? Ich dachte gerade daran, dass es vielleicht darum geht, wie eine Art, nicht gerade Bagger, aber eine Art Schneepflug, nur als halt hier für Eisenkugeln zu machen. Wenn ich die alle da irgendwie reinkriege. Hä? Jetzt habe ich so viele Kugeln, wenn ich gar nicht alle brauche? Okay, das Rätsel hier ist ein bisschen creepy. Wer kam auf die Idee? Ein seltsamer Schrein. O Besucher des Bandschreins. Ich gebe dir das Segenslicht. Ching ching. Möge es dir Kraft schenken. Ja, das tut es sowieso. So, haben wir das? Also im Prinzip müssen wir dann nachher da entlang, war mit der Loren zu fahren, war der Hinweis, damit ich dann nachher zur Hülle so komme. Ja, also hier hinten halt. Junobo aus Goronia. Einen Schlemmsteinvertrag auszuhandeln. So. Und hier haben wir einen jungen Goronia, der zusammen mit Link Goronia rettete. Naja, gut. Ja, doch, schon. Er hat auch seinen Beitrag dazu geleistet bei Breath of the Wild, das stimmt schon. Nun, da Todesberg inaktiv ist, mit Junobo in zuvor unzugänglichen Gebieten Erdschürfen, entsäckelte er das Unternehmen Junobau mit dem Ziel, den Kronen durch Bergbau zu noch mehr Wohlstand zu verhelfen. Junobo zeichnete sich früher durch sein liebenswürdiges und mitfühlendes Wesen aus, und nun scheint er wie verwandelt. Naja, ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass Junobo dann der 4. Weise sein wird, der Weise des Feuers. Und ich freue mich schon sehr drauf, weil seine Fähigkeit war schon cool. Mit dem Schild. Obwohl das ist das, was mich ein bisschen verwundert. Denn, naja, Sidon mit Sidon haben wir auch so eine Art Schild, ein Wasserschild. Junobo hatte damals so ein Feuerschild. Und eigentlich müsste er dieselbe Fähigkeit wieder haben. Also macht keinen Sinn, warum man plötzlich eine andere Fähigkeit haben sollte. Aber vielleicht behält er die ja für sich selber und wir kriegen eine andere. Ganz kurz gucken, was sie hat. Oh, da ist noch eine Kiste. Okay, Leute, wir machen es so. Nächste Folge werde ich hier... Was ist denn das noch? Okay. Werde ich hier noch ein bisschen Spaß haben mit denen hier unten, ne? Wenn wir die mal ein bisschen platt machen. Um uns da die Kiste zu holen. Da gucken wir mal ganz kurz, was es da mit dem Schlund auf sich hat. Vielleicht geht es da wirklich in den Untergrund. Da ist eine Secret Passage. Und ganz lustig. Oh, Sonnenflecken hier oben. Ganz lustig. Ansonsten gehen wir dann mal kurz zurück in andere Gebiete. Wir haben noch 2 Sidequests offen, für die wir Kronengewürz brauchen. Das würde natürlich auch perfekt anbieten, aber jetzt welches haben. Ich glaube, einmal was in Angelstedt etwas und einmal noch in Hateno. Dann aber geht es natürlich für uns straight hier weiter, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun mit Junobo und KKG.
Also in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Tears of the Kingdom und da oben. Ach du Scheiße, ey. In der Echt 3 muss mit ganzem Jasma. Wird auch ein Spaß. Also, bis dahin. Tschüss.